Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Ja, heute haben wir was anderes als sonst. Und zwar gibt's eine Ansage an Rainer. Dieser gute Herr nennt sich auf YouTube Salami TV. Ich kenne mich mit dem nicht aus. Also ich habe jetzt dadurch das erste Mal von dem gehört, dass es den gibt. Aber ihr seht 3 Minuten 15 Video. Zumindest von diesem Video aus kommt er mir sympathisch vor. Das Video heißt Kampfansage an Drachenlord und ich freue mich jetzt schon über eure Kommentare darunter. Und dementsprechend gehen wir heute nicht einer in Rainer, sondern schauen uns an, was der gute Salami TV über Rainer zu sagen hat. Jo, was geht ab, Freunde des guten Geschmacks? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute dreht sich mal alles nichts ums Essen. Alles nichts ums Essen, was ist denn das für eine Einleitung? Jedenfalls, ich habe ja das Nutella-Video letztens hochgeladen. Und da hat ja jemand gesagt, ich sollte mal den Rainer Winkler grüßen, den Drachenlord. Und habe ich natürlich nicht gemacht, weil so einen Menschen grüßt man nicht. Weil es der größte Abschaum, den es auf Erden gibt in Deutschland, in YouTube Deutschland zeigen wir. Und jedenfalls hat sich der gute Rainer das Video wohl angeguckt und hat natürlich darauf reagiert. Und er hat gesagt, Junge, wenn du noch immer so abwertend von mir sprichst, dann mache ich einen Body Slam mit dir und dann bist du platt. Okay Rainer, alles klar. Ich möchte gerne von dir ein Body Slam auf die Bretter gelegt werden und dass du mich platt machst. Alles klar, Rainer. Okay, kurze Rede, gar keinen Sinn. Ich würde sagen, wenn du den Mut hast und die Eier in den Hosen hast und nicht mal bei Marion im Keller sitzt, dann treffen wir uns und klären das auf Männerbasis. Ich habe es jetzt relativ lange laufen lassen vor meiner ersten Unterbrechung, weil man muss hier bei ihm nicht so unterbrechen wie Rainer. Ja? Aber ich finde es halt echt geil. Nicht mehr bei Mario wie den. Schauen wir es uns nochmal an. Und klären das. Warte. Dann treffen wir uns. Warte. Gar keinen Sinn. Ich würde sagen, wenn du den Mut hast und die Eier in den Hosen hast. Schon den Mut und die Eier. Und nicht mal bei Marion im Keller sitzt, dann treffen wir uns und klären das auf Männerbasis. Ja, du wohnst ja in Franken, ich wohne in Brandenburg. Also du bist ja sowieso im Raum Nürnberg unterwegs und in Erlangen und so. Und dann würde ich sagen, dann veranstalten wir mal einen Boxkampf. Ein Boxkampf, einfach nur ein Boxkampf. Du gegen mich. Okay, du bist 32, ich bin 10 Jahre älter wie du. Aber trotzdem, ich werde dich... Ich brauche keine 2, 3 Runden. Ich brauche eine Runde. Ich brauche 2, 3 Schläge, Dicker. Und dann werde ich dich ausnocken. Ja, so wie du das ganze Leben schon ausgenockt wurdest. Weil du einfach ein Idiot bist, Rainer. Und wenn du die Kampfansage annimmst, alles okay. Lass uns boxen. Mit Boxhandschuhe und du kriegst wahrscheinlich noch so einen Helm auf und so einen Mundschutz oder so einen Zahnschutz und so. Brauche ich nicht. Gib mir einfach ein paar Boxhandschuhe und ich boxe gegen dich, Dicker. Was bildest du da ein? Was bist du für ein Idiot? Junge, ganz Deutschland hasst dich, Dicker. Was ist mit dir los? Alter. Ich feier's gerade. Naja. Wie auch immer. Rainer, ich weiß, dass du diese Videos siehst. Oder dass du jetzt mein Video siehst. Und melde dich. Wir treffen uns in der Mitte von Deutschland. Du wohnst da unten. Ich wohne oben rechts. Auf der Karte gesehen. Und dann treffen wir uns in der Mitte. Sag mal, weiß ich nicht wo. Hannover? Ist das in der Mitte? Hannover? Nee. Nee, das ist links neben mir, glaube ich. Ja. Ist egal. Rainer, melde dich, Dicker. Ich warte auf dich. Ich freue mich auf dich. Du Idiot. Mein Name ist Salami TV. Bis zum nächsten Video. Und immer schön gesund bleiben, Freunde. Und immer schön hungrig bleiben. Okay.
Meiner Meinung nach, was das Ganze schon relativ glaubwürdig macht, ist die Tatsache, diese Aussage so von wegen, ich mach dich mit einem Body Slam fertig und sowas, das hört sich schon sehr Rainer-esk an. Also, ich glaube jetzt, möglich ist es natürlich immer, aber ich glaube nicht, dass der Dude hier irgendwie Scheiße erzählt. Ich glaube, wir wissen es alle, Rainer, wie er selber sagt, ist ein sehr impulsiver Mensch. Der hat immer E-Mail geschrieben. Der hat eine E-Mail geschrieben und ist sauber nett gewesen. Oh, du Arschloch, ladi. Die macht dich fertig. Hat natürlich das Maul wieder aufgerissen, wie so auf Grund gelaufener Walfisch. Und hat nicht damit gerechnet, dass halt diese Reaktion kommt. Ich hoffe, ich bezweifle es, dass Rainer diese Herausforderung annimmt, weil wir kennen ihn. Ja? Rainer ist ein Maulheld, ein Dampfplauderer. Der redet den ganzen Tag, was er nicht irgendwie für krasse Kampfsport-Skills hat und alles. Ist alles heiße Luft. Der kommt mit irgendeiner Ausrede um die Ecke oder mit mehreren. Ja. Irgendwie so, ja, ich kann ja gar nicht irgendwo hinfahren, weil ich habe ja kein Auto mehr. Oder er hat jetzt vor kurzem irgendwie in einem von seinen Blogposts angedeutet, dass er schon auf Madeira ist. Da call ich Bullshit. Er ist, wie hier der gute Salami TV schon gesagt hat, höchstwahrscheinlich noch in einem gewissen Keller in Altschauerberg. Und ich finde es auch recht, ich habe es richtig gefallen, wie diesen Faust-Move von ihm so nachgemacht hat. Super gut. Allerdings hier den Zahnschutz, den können wir beim Rainer schenken. Die sagen alle bald Medal of die Zähne. Da ist das vergebliche Liebesmüh. Gut, das Salami TV ist vergebliche Liebesmüh. Diese Zähne sind verloren, die müssen zurückgelassen werden. Ja. Also, wie gesagt, das kommt entweder kommt er ist gar nicht im Land oder weil er kein Auto hat, kann er dann nirgendwo hinfahren. Salami TV, schlag ihm vor, das in Nürnberg zu machen. Er ist noch in der Nürnberger Gegend, dann hat er die Ausrede schon nicht mehr, aber dann kommt er mit anderen Ausreden. Dann kommt er mit irgendeiner Scheiße von wegen, dann wird er wahrscheinlich gleich wieder irgendwie pazifistisch, so wie es früher, ja, wer mit Gewalt und so, dann hat man schon verloren. Die Scheiße, immer den Leuten erstmal die Prügel androhen und wenn dann was kommt, dann zurückrudern. Das wird passieren. Allerdings, man wird ja noch hoffen dürfen, Salami TV, für den Fall, dass du das hier siehst. Ich hoffe, es kommt zu diesem Kampf. Ich hoffe, es wird im Stream übertragen. Ich drück dir die Daumen. Ich drück dir die Daumen, dass es soweit kommt. Beim Kampf selber werde ich dir die Daumen nicht drücken müssen. Wir alle wissen, was passiert. Aber es wäre Zeit, dass Rainer mal irgendjemand sein vorlautes Maul stopft. Ich hätte da Bock drauf. Ich würde das sehr, sehr gerne sehen. In diesem Sinne war mal ein bisschen was anderes. Kurzer Quickie zwischendurch. Ich setze mich jetzt gleich nochmal an ein anderes Video. Und ich glaube, den einen oder anderen von euch wird das freuen. Dementsprechend tut nicht, was Rainer tut. Und Medal of